Willkommen zurück hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate und zwar auf dem Weg, ich hoffe zum richtigen Ort, momentan sieht es ganz gut aus. Und zwar hier in Sequenz Nummer 5 bereits, wollen wir jetzt denke ich wieder mal mit Evie loslegen und ja, momentan fahren wir direkt dorthin, das ist mal richtig nice. Und zwar hier mit der Mission die Lady mit der Lampe 5 und so, und dann ist eigentlich die Idee von mir, also nachdem hier direkt hier rüber gehe und dann hier diese B-Mission noch mache und dann mal hier nachgucke, ob das in der Mission bezüglich der Themse hier ist, also sprich halt Aktivitäten und so weiter. Weil wenn ich das gemacht habe, würde ich dann gerne den Rest offscreen machen auf der Themse, wie bereits schon mal erwähnt, und dann hier muss man gucken, das ist glaube ich irgendwie so eine Nigel-Mission, war nicht, von nicht ist es okay, nicht why not. Sympathisanten, naja, also, ja, kann man, muss man aber nicht. Aber hier sieht den Flonnen, würde doch gerne ein bisschen hinauszögern, schon allein deswegen, weil es Level 6 ist und so weiter. Also jetzt mal noch bei Evie ein bisschen upgraden. Mit den Fähigkeiten, wobei ein bisschen ist vielleicht übertrieben, sind bloß 2 Punkte. Was macht bei ihr am klügsten? Verteidigung 2, wäre sicher an den Verkehr, wenn es ein bisschen mehr hätte. Wahrscheinlich 4 Punkte. Verstümmeln ist eigentlich nicht so, macht glaube ich eher wieder ein bisschen auf Gesundheit, war. Gesundheitsboost 3, sehr gut. Dann haben wir genug Geld, vielleicht noch ein paar Gang-Upgrades, wäre nicht so schlecht, war. Wobei das Hook-Training für Stufe 7 wäre langsam etwas. Das ist eigentlich schon ein bisschen sehr heavy, da braucht noch ein bisschen mehr von den Dingern, ja, ganz toll. Material besorgen geht ja eh auch nur hier. Mehr Kistenplünder, warum ist doch fast Polizeibestechung? Nee, will eigentlich nicht so weit, so tief sinken zumindest. Investor. Na, vielleicht doch mehr aufs Training investieren, wa? Ja, also nicht. Ansonsten Herstellung bei Upgrades haben wir noch etwas Spezifisches. Da ist bereits voll. Das geht noch nicht. Da müssen wir jetzt die Vorlage finden. Ausrüstung sonst kann man noch schon viel machen, aber lohnt sich überhaupt schon so vieles? Henry Greens Lieblingswaffe. Henrys Kokiri. Oder war auch Level 6 dafür? Na toll. Jo, Fahrzeuge sind schon gut genug und denken wir so weiter. Jetzt, noch richtig unterwegs. Jo, sieht so aus. Na, steigt trotzdem mal aus. Ich sag, ich steige aus. Evie. Ja, von wegen packen wir nach unten. Ah, jetzt macht es, okay. Mal gucken wir mal zurück in Lambeth. Genau, bereits 100% erobert. Wir müssen sowieso für Sequenz Nummer 8 mindestens 3 Gebiete bereits erobern. Das dürfte das kleinste Problem sein. Und ich will ja eh hier im Let's Play, aber wenn ich nicht alles zu 100% zeige, wie gesagt, alle Aktivitäten und so weiter, das dauert zu lange. Und wiederholt sich eh nur. Aber ich will es ja trotzdem so machen, dass wir alles im Let's Play dann zu 100% am Schluss haben. Entschuldigung. Weiter so. Platz dort, wilde Evie kommt. Quartieren. Wow. Entschuldigung, war keine Absicht, das zahlt der Staat. Gegner uns aber hier keine. Gut. Die Lady mit der Lampe, ich glaube, ist alles in Ordnung. Die sieht mir ein bisschen krank aus, um es mal so zu formulieren. Miss Fry, eine schöne Überraschung. Hallo Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um...
Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss. Clara! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Elliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss Fry. Evie Fry. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Das arme kleine Mädchen. Oh, jetzt müssen wir gerade ein bisschen sputen hier. Hier mit Abkürzung. Okay, war gerade ein bisschen holprig. So, nochmal gucken, wie komme ich da am besten jetzt hin? Darüber war, ja doch, müsste dann klappen, so. Nee, so natürlich nicht. Und schon sind wir unten und gleich auch schon da. Ah, rüber in unser Rooks. Ist doch schön, wenn wir einfach rüber hingehen können, ohne dass die Blighters uns belästigen. Wäre vielleicht mit dem Ding auch noch ein paar Blighters hier. Wer singt da? Das ist irgendwie so ein trauriges Lied, das macht mir direkt ein bisschen Angst wegen dem Mädchen. Kann das sein? Ist es egal, was wir tun, sind wir so oder so zu spät? Hier muss es doch etwas geben, das Sie interessiert. Gehst mir auf den Sack. Ich kann Sie nicht verfehlen. Okay, da ist sie. Wow! Ich kann sagen, dass die Polizei auch ausweichen können. Sie macht einen Fehler. Sie versucht zu fliehen. So, von ihm stehlen. Tut mir leid, haben nicht so viel Zeit, die Typen. That kind of thing makes me sick. Weiter. T-Cover. Okay, versuchen wir es mal. Das fühlt sich am Weg nicht. Na los! Bewegung! Komm schon, komm schon. Na los! Sie darf nicht sterben, es darf nicht umsonst gewesen sein. Nicht jetzt nach bereits 4 Sequenzen. Komm schon! Na toll, ich habe super parkiert hier.
Wenn ich dich erwische, hänge ich dich an der Tower Bridge auf. Alter, was ist hier los? Der sagt, ich muss gerade ein bisschen mit dem Messer spawnen, weil die sind verdammt aggro gewesen auf ihn. Das hat ein übles Ende genommen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Wiedersehen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier! Meinen Sie diesen Wagen? Ja. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig. Einiges davon ist sehr zerbrechlich. Du willst wohl verarschen. Nein, ich wollte doch fahren. Na, der Beinreich ist schon klar, muss einfach nur überspringen, war. Zumindest in der Theorie. Sag mal, hat er jetzt zickzackert mit mir oder was? Ja, okay. Vielleicht war Bremsen ab und zu mal so verkehrt. Entführen, was heißt, wieso entführen? Der wird entführt. Wie lange kann er zurückholen? So, das hätten wir jetzt geschafft, sind wir bloß noch zurück und ja, wir können sie nach Besuch. Mit zerbrechlicher Ware natürlich ganz geil. Achtung! Naja, ich bin ja schon da. Boah. Gut so. Ups. Verzeihung! Mein Führerschein ist eine Weile her. Ganz genau. Danke, Ivi. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambeth steht in ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Frog. Wir auch nicht. Belohnungen, gerne mal Social Herstellungsvorlage, Wirksamkeit der Medizin 2. Das wird doch schon mal geil. Ja, Zeitdruck war angemessen, finde ich jetzt. Außer natürlich, ja, das eine bezüglich dort, was das Verteidigen ging. Ich meine, ich hatte kaum Gelegenheit, irgendwas zu machen. Die sind direkt auf ihn losgegangen. Ich musste sofort mit dem Messer. Also sabotieren, okay. So mit dem Messer loslegen. Das war, ich finde jetzt ein bisschen ungeschickt vom Spiel gemacht, aber okay. Nee, da wollte gar nicht Gang-Upgrades, wollte ich ja. Hä? Wieso können die irgendwas machen? Oder auch nichts. Ja, Moment, nee, da doch etwas war doch da mit Herstellung. Upgrades, Entschuldigung. Naja, zumindest nur in der Theorie. Schön, doch, hat doch ganz gut geklappt und vor allem für die heutige Folge. Jetzt müssen wir mal gucken. Moment. Entschuldigung. Hier sind wir okay. Und auch gehen wir direkt mal hier hin. Eine Zielerinnerung fehlt hier noch, aber die muss halt erstmal erscheinen. Also kann ich jetzt nichts mehr da irgendwie beeinflussen. Im Moment nicht. Eine M-Erinnerung. Eine Karl-Marx-Erinnerung. Katze Maus. Okay, machen wir natürlich auch noch. Ja, aber jetzt erstmal dahin.
Und eine Kutsche, die für mich da... Ja, das sieht doch ganz nett aus, die hier, wa? Da war aber echt nicht schlecht. Ich so, ja, Führerschein schon eine Weile her und Ivy sagt, ganz genau. Nicht so, bitte was? Ja, Zufälle gibt's. Aber natürlich, Ivy hört mich wirklich. Wir haben es echt so eingebaut, dass der Charakter uns, oder beziehungsweise halt das Spiel, den Spieler selbst hören kann. Nee, natürlich auch Quatsch, aber die Idee wäre schon mal interessant. Komm schon, mal los! Weiter! Ja! Weiter so. Da geht teilweise irgendwie seltsame Wege hier. Naja, wir sind gleich da. Und können schon noch mit der Mission beginnen, obwohl wenn ich schon mal hier bin, Leute, wisst ihr was? Hup. Entschuldigung. Ist das die erste hier bei der Themse oder was? Jemand hat sich eingeschlichen. Okay, und wo ist die Gute? Da unten, war. Simon Chase. Ja, okay, wird relativ schnell gehen, Leute. Das ist kein Problem. Na, wie sieht's aus? Ich warte darauf, dass er ganz kurz zurückkommt. Danach will doch gar nichts. Der andere ist... Hä? Mann! Ich will doch gar nichts. Ich will eigentlich abhauen. Tschüss! Wieso kommt dieser scheiß Polizist mir in die Quere? Muss das jetzt echt sein? Nee, ist mir zu doof. So Leute, machen da weiter mit der Quest da. Man kann vielleicht doch Offscreen dann. Ja, da jetzt, wenn ich schon dabei bin oder ganz kurz da vorbeigehe, geht relativ schnell und ich muss ausrennen, ein Polizist hinter mir stehen. Ich so versteckt eigentlich oder in der Ecke, wo er mir trotzdem sieht, dann gehe ich ganz kurz raus und so, hey du, was willst du hier? Da denke ich mir einfach nur so, was für ein Arsch. Naja. Blitzschlagzeilen. Ivy und Jacob besuchen Bell in seinem Labor, um ihren Kampf gegen Starrick und seine Kontrolle der Presse fortzusetzen. Klingt doch mal spannend. Galvani-Bombe. Okay, legen wir los. Ja, nee, macht damit Thames macht alles offscreen. Sorry, aber ist mir echt zu doof. Oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe 3 mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. In Deckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gauner. Na gut. Oh, Moment, ich habe was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun.
Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Der zerstreute Professor kehrt zurück. Jo, das Dach erreichen klingt eigentlich nicht so schwierig. Muss ich etwa hier entlang, oder? Klingt nach einer relativ simplen Mission. Ich habe nur eine Bombe, bitte was? Oh, das klappt auch. Guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir, wie war das? Die Versprechen Ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Teufel nochmal! Diese Kinder. Die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Hör zu, Bell, oder setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass wir dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Ich hab genug von deinen Späßen, Mann. Sag das noch. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Du hast deinen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war das nicht, Bess. Teufel nochmal. Ich hab's im Hals. Diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Jo, und jetzt? Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis 3. 3? So. Mal sehen, wie weit du kommst. 1. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, Sie sind ja blau wie eine Pflaume. Gut gemacht, Alec. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Starricks Propaganda-Imperium lahm. Ja. Tun wir's? Ja, wir tun's. Gut. Wo ist denn jetzt eigentlich Jacob abgeblieben? Naja, okay. Die Bomben sind schon praktisch. Ich frage mich nur gerade, ob ich eigentlich nur 2 tragen kann. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Je länger wir Starrick daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachrütteln. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungsserum schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen.
Das ist gut, Mr. Bell. Aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Bildungsgate. Oder Fliegen in Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie und Sie schleifen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern 3 Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Oh mein Gott. Na gut, ich denke mal, das und vieles mehr werden wir in der nächsten Folge erfahren. Hier bei Assassin's Creed Syndicate. Was macht das der Typ da hinten? Ja, obwohl also mit der Kutsche. Meine Güte. Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss. Alles sicher? Alles sicher. Jo.